früher war alles besser. Da gab es noch keine Hektik. Der Kontakt untereinander war irgendwie netter und persönlicher und Arbeit hatte auch so gut wie jeder. Das hört man oft. Warum also nicht einfach mal einen Ausflug in die Vergangenheit unternehmen? Mit dem Schauspielrundgang Hamburger Gassenhauer geht das ganz einfach. Wie Sie sehen, habe ich die Reise schon einmal begonnen. Mag sein, dass Sie mich jetzt für einiges bald eine Persönlichkeit halten. In der Gegenwart Moderatorin bei Nachbarn on Air und in der Vergangenheit ein eher einfach gestricktes Dienstmädchen. Kein leichter Job, aber er macht Spaß. Vielleicht kommen Sie einfach mal mit mir mit. Darf ich mich vorstellen, ich bin Käthe und Dienstmädchen. Wir starten im Jahre 1879. Das da ist übrigens meine Freundin und Kollegin Adele. Adele ist gerade ein bisschen von der Rolle. Sie hat eine neumodische Erfindung entdeckt, die sich in unserer Hansestadt breit macht. Ein Voderklosett. Sehr praktisch sowas, aber auch sehr anonym. Früher war das ja alles besser. Da gab es noch die Pademangs. Erinnern Sie sich noch? Mach nicht das alle noch. Manch ein Verzehr sind Frühstück hier und kaum mit beide Backen. Das Molch sem riesiges Pläsier, wenn hey do Biek und Kacken. Oh weh, wie schaut doch, dat Hamburg nicht, dat olle noch. Für diese komischen Voderklosetts mussten nur Wasserrohre verlegt werden. Aber die Stadt kann schon rechnen und hat, um zu sparen, nicht auch noch zusätzlich Siebe eingesetzt. Nun kommt jedes Tier aus der Elbe direkt in unseren Voderkasten. Angeblich sollen da aber auch welche bi sein, die krank mucken. Ob das was mit der furchtbaren Epidemie zu tun hat, die hier gerade die ganze Stadt in Schrecken versetzt? Wir singen über die Cholera. Da haben die Menschen in der früheren Zeit ein Spottgedicht drüber geschrieben, das Bacillus-Lied. Es war ein Lied, die Noten sind verloren gegangen, aber das Versmaß war genau das Versmaß der launischen Forelle. Also haben wir das auf die Melodie der launischen Forelle gesetzt. Für jedes Bacillus von heute gab's morgen schon 1 Million. Für jedes Bacillus von heute gab's morgen schon 1 Million. Naja, das mit der Cholera ist ja nun wirklich nicht mehr schön. In der Zeit von August bis Oktober 1892 sterben hier über 8000 Menschen. Naja, haben sich wohl nicht genug geschützt. Dabei gibt es doch so ein einfaches wie leckeres Mittel. Joppeidi und Joppeida, Schnaps ist gut gegen Cholera. Was denn? Sie finden meinen Gesang nicht schön? Na, hören Sie mal, das sind eins, Gassenhauer. Gassenhauer, die werden nicht gesungen, sondern eben richtig rausgehauen, eben durch die Gassen. Und also jede Frau, die ihren Mann mal ranbrüllen kann, komm, wir haben eine Kölk, ne? Die kann auch Gassenhauer singen. Nu weht ihr wohl Bescheid. Sie können also gerne mitsingen oder grölen, wenn Sie wollt. Die Schatzkiste der Hamburger Gassenhauer ist noch prall gefüllt. Wir haben da noch so manches in petto. Wissen Sie, da hat die Adele schon für gesorgt. Die hat manchmal auch im 21. Jahrhundert zu tun. Da ist sie dann Schauspielerin und Gästeführerin. Na, das musste man doch einfach mal verbinden. Also hat sie in Bibliotheken und Liederbüchern gewühlt und seitdem spazieren wir so durch die Jahrhunderte. Also unter anderem singen wir Mein Mann hat Nachtschicht, selbstverständlich. Meine Herren, wenn Sie wissen wollen, was das jetzt beinhaltet, dann müssen Sie vorbeikommen. Genau, kommen Sie einfach mal längs, dann sehen Sie mal, was sich bei uns so getan hat in letzter Zeit. Seit 1900 haben Adele und ich nämlich neue Wohnungen von den Schiffszimmerer. Das sind hier in Hamburg die ersten Genossenschaftswohnungen. Da haben wir jetzt nicht nur große Fenster, sondern sogar eine Waschküche im Keller. Das ist eine tolle Sache. Kein Seifenwasser mehr, das in die Suppe drübbelt, weil überm Herd die Wäsche hängt. Wie bitte? Ach so, Sie wollen wissen, woher wir Schauspieler unsere Informationen haben. Da geht man viel in die Zentralbibliothek, liest sich durch diverse alte Heimatblätter, durch Geschichtsbücher, viel manchmal auch noch durch Erzählungen, die immer wieder weitergetragen werden. Und wir lesen auch die Geschichtstafeln auf den ganzen Gebäuden, die es hier so gibt. Unterhaltsamer kann man natürlich mit uns, Käthe und Adele, lernen. Man muss sich ja manchmal wundern, was die Lüd ut im 21. Jahrhundert eins verkehrt mogen. Wenn ich mir da manchmal die Scheidungsraten anschaue, sowas gab es ja bei uns nicht, da war alles noch besser. Da wussten wir noch, wie man herausfindet, ob sich so ein Kerl auch für den E-Stand eignet. Na gut, will mal nicht so sein. Ich gebe Ihnen da einen Tipp. Darf nicht zu eng sein. Wir gehen
Hier mit dem Knie so hoch, ja, und dann immer, oh Kolja. Und dann darfst du keine Panik kriegen, wenn der Herr stückchenweise über sich hinauswächst, weißt? Sie wurden ja aktiv mit einbezogen. Bisschen nervös gewesen? Das passiert mir leider immer. Also meine Damen, den Kolja, ganz unter uns, den kann ich Ihnen schon empfehlen. Bisschen schüchtern, aber durchaus ein Mensch, der seinen Mann stehen tut. Aber Sie glauben ja gar nicht, was sich die Leute manchmal wundern, wie wir hier unser Leben in die Hand nehmen und alles so mit Humor tragen. Ob das nur die Geschichte mit der Männersuche ist oder die Tatsache, dass Hunde, Katzen und Ratten zu Sülze verarbeitet werden. Aber ich sag ja immer, was nicht zu ändern ist, das muss man zu nehmen wissen. Aber die Reaktion von der Lüge. Wow, wir hätten ja gar nicht gedacht, dass es das überhaupt gibt, dass es solche Lieder überhaupt gibt, dass unsere Urahnen quasi so einen Humor bewiesen haben, in schweren Situationen darüber so lustige Lieder zu schreiben und zu singen. Unser Spaziergang durch 100 Jahre gesungene Zeitgeschichte endet ja eigentlich im Jahre 1946 in der alten Kaffeebörse. Aber da wird gerade jemandem die Kamera zu schwer. Außerdem können Sie auch mal selbst vorbeikommen. Dann können wir mal miteinander schnacken. Glauben Sie mir, der Weg lohnt sich. Was denn? Immer noch skeptisch? Also bitte, dann fragen Sie doch mal unsere letzten Mitläufer. Für mich ist sowas ganz neu, ich habe sowas noch nicht erlebt. Wir sind begeistert, vor allem von diesen hübschen Damen. Auf jeden Fall super, ist mal was anderes und vor allem man läuft zu Fuß und ist halt irgendwie erfrischender als immer nur irgendwelche Gebäude und Daten und so. Das war spontan im Internet gesucht und gefunden, wollte irgendwas Entspanntes tun, wo man noch ein bisschen Informationen kriegt. Und es gibt dann doch immer noch Straßen, die ich nicht kenne, wo ich noch nie war. Sehen Sie, entspannt was Neues entdecken. Wer will denn das nicht? Außerdem gibt es einen Spaziergang in dieser ganz speziellen Mischung kein zweites Mal in Hamburg.